Part 3. Frei zum Leben. Kapitel 9. Zie wer du bist. Geistlich von der Schwere ist nicht schwer. Du brauchst nicht deine Persönlichkeit oder so, als du gebildet bist, verändern. Geistlich von der Schwere hat in Wirklichkeit mit zu tun, mit dort worden, wer du all bist, als ein Kind Gottes. Zie wer du bist. So als ich vielmal sei. Das Problem mit vielen Christen vandaag ist, dass sie proben wat te worden, wat sie glauben, dass sie nicht sind. Zum Beispiel, viele Menschen haben ein Verlangen, gut zu sein. Wahrscheinlich hat jeder einer das Verlangen. Das Problem ist, dass viele Christen glauben, sie sind nicht gute Menschen und nun proben sie, wat te worden, wat sie klar haben, dass sie niemals erreichen worden. Das ist eine begrenzte, falsche Überzeugung. Andere wollen gute Ehepartner, Eltern oder Freunde sein, aber sie haben klar, dass sein Charakter aus ihnen fehlt, als zu wiederhoffen und zum den erreichen. Sie schaffen gewaltig, so zu werden, als sie glauben, dass sie niemals waren sein. Das ist auch recht denken, und das ist ein Rezept, um das christliche Leben verspielen. Wenn du dein Leben an Christus gegeben hast, bist du alles, was du jemals warst, brauchen sein. Weil wir hier ein bisschen stillholen. Wegen, ich sehe mir sicher, du wunderst, wo dort kann Wahrheit sein. Ich sage nicht, dass du den Moment, wenn du die Entscheidung machst, Jesus nur zu folgen, all vollkommen warst. Wir haben alle weit zu wissen. Du hast Gedanken und Benehmen die andere Mathe. Aber du hast einen sehr wichtigen Unterschied zwischen dein Benehmen als eine unvollkommene Person und deine Identität als ein Kind Gottes, wer du bei Gott bist. Als einer, der du an Jesus glaubt, kommt deine Identität von ihm, wer du bei ihm bist. Den Moment, wo du ein Verhältnis mit ihm anfängst, ändert sich deine ganze Identität, wer du bei Gott bist. Du bist nicht mehr ein halbloser, hoffnungsloser Sünder. Du darfst vielleicht noch denken, wo du weißt, dass du arg sind. Aber nun bist du ein gerechtes, kraftvolles Kind Gottes. Geistlich von der Schwere meint, einfach die Identität annehmen, wer du bei Gott bist. Dort, wo du all hast. Und dort anfangen, eine Welt zu leben. Verkleven beten. Laat me die wissen, wat ik mein. Stel dir vor, een dag in Afrika vond een man een kleiner leeuw, de grootste boeren weer. Die weer ohne Eltern. De man had medleid met den kleinen leeuw en doorheen bracht hij den met naar huis. Zijn hand had groot kleine handjes gehad. Zo zag de man den kleinen leeuw doorblus mank. Als das Leib ab was, dachte hij wie een hand. Waarom wil hij niet? Hij had hen ganz ramzig, der hem zo behandelde als wanneer hij een van hen weer. Wanneer de man zijn hen straft, raalt hij zijn paspapier op en juifend een klotsch. Na een paar jaar wie de Leib ganz abgewassen en woog etwa 200 kilo, aber hij had nog immer Angst voor de pas, wanneer de man dit opraalde. Dat Tier wist nicht, dass hij de Kraft had, sich frei zu bringen von den Mann seine Kontrolle. Ein Tag ging das Leib über den Hof, als sie hielt, wo dort Wiethof ein abgewassener, wilder afrikanischer Leib brüllt. Hij hield kort stil. In de Hof zingen ik stunden hasch. Dat brüllen von den wilden Leib raubt das Leib seine wahre Natur uit. Voorts wist hij, dat hij wat grater sterker wie als zijn hand. Wat dit leven nu brukken te zichzelf zei, Mensch, ik wil gern wel een leeuw worden. Ik zal andere weg zien. Tom dat worden, wie ik had zult zijn. Wil hij met een leeuw kleven, of een leeuw tenen wassen, of een leeuw zijn kracht ontwikkelen? Bestimmt niet. Hij is al een leeuw. Hij moet dat bloß glauben. Und wenn hij wirklich seine Identität annimmt, wer er wirklich ist, wird er anfangen, sich so zu benehmen.
dat zal je als waarheid voor die. Du bist al een kind Gottes. Du musst bloß herkennen, wer du wirklich bist, als Christus zijn opvolger. Nou Johannes 1:12 nu. Je hebt den Glauben an Christus, die dat reicht, Gott zijn kind te worden. Den Moment, wo du betest, zum Jesus in dein Hart anladen, kriegst du de Identität als een kind Gottes, wer du bei Gott bist. Die menschliche Körper wordt von deiner Mama und Papi geboren. Aber den Moment, als du entscheidest, Jesus nur zu folgen, wirst du geistlich von Gott geboren. Du wirst ein Glied in seine Familie. Erkenne deine Identität, wer du bei Gott bist. Und fang an, so zu leben, als der neue Mensch, zu wem Gott die alle erschaffen hat. Trag deine neue Wechsel an. Und Gott seine Familie angeboren worden, jeft deine neue Identität, wer du bei Gott bist. Und mit dort wirst du eine neue Person. Du bist nicht, wer du wirst, oder wer du noch mal denkst, dass du noch bist. Ein Verspieler oder einer, der verlässt, einer, der nicht reich tun kann, ein schlechter Ehemann, eine jamalige Ehefrau, ein nutzloser Kind. Nee, du hast eine neue Identität bei Gott, wer du bei ihm bist. Ein neues Selbst. Geistlich von der Ausstellung meint, dort nie Selbst. Ontrag. Laat mir die dort so als dit sei. Zu jener Zeit lebte der Regierungsleiter der Tschenja viel anders als der gewöhnliche Mensch. Sie erfuhren all die Genate und Rechte von Königsfamilie, ohne dass sie sich irgendein von den verdient hadden. Die Genate werden erreicht von der Geburt an, und da wird nichts, was dort ändern kann. Nu stel die vor, ein König sein Sehen, wie ein normaler Mensch sein Heim abgewassen. Hij wird so gelebt haben als ein normaler, gewöhnlicher Mensch, unbewusst über sein Geburtsrecht. Wenn er auch ein Prinz wäre, so kann er doch bloß erwarten, sein Leben zu erfahren als der gewöhnliche Mensch. Die Schwierigkeiten, Armut, schlechte Behandlung in der schlechten Städte wohnen. Dort ist Krieg so, als viele von uns von der leben. Wir sind Gott seine Kinder, und er ist der König. Der hat immer regiert, Jeremia 10:10. Aber entweder wir weiter nicht, oder wir verjäten, wer wir sind. Nu stell dir vor, der König sehen von Gott, was seine wahre Identität wäre. Wer er wirklich wäre, und will trägen Palast kommen. Wird er was machen tun, um zu beweisen, dass er würdig wäre, ein Prinz zu sein? Nee, seine Identität allein wird am allerreichsten als König sehen geben. Krieg so brauchst du auch nicht den Weg in Gott seine Familie verdienen. Jesus deed dort all für dich. So als ans vergestellter Prinz brauchst du bloß zurückkommen und deine wahre steht bei dem König. Du weißt, was Angewohnheit allein im Weg andere machen. Krieg so als des Prinz sich wird lehren machen, sich so zu benehmen als der König seiner Familie. Das meint bloß, dass dein Benehmen mit deiner Identität passt, wer du wirklich bist. Der Apostel Paulus sagt, dass so ist das. Seid, dass die von dem alten Mensch loskommen, der sich durch seine unschmerende Last selbst in den Grund bracht. Je sollen nie Menschen worden, die nur Gott sein Bild in Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen sind. Epheser 4, 22-24. Zes beschrijft hij, je hebt je oude Eik met zijn wijze natuur en werken afgelegd. En je hebt een nieuwe natuur aangenomen, die amadala naar dem lekkend, die je gemaakt heeft. Kolosser 3, 9-10. Wenn du deine beste Lebenwechsel ganz verbrucht hast, en die weer een nieuw project, worden die eine Schiffload nach halb. Du musst die oude uittrekken en de nieuwe aantrek. Wat Paulus hier sagt ist, wie worden den oude Weg van leven los, zoals zijn oude projecten. En wie trekken ons een nieuw leven aan, zoals Königskinder. Dat is zoals wenn onze frische Identität nieuwe Kleider mit sich bringt, een nieuwe Weg van leven. Dat is al dient.
alles wat du met doen hast tot ontreik. Weil die Geld met die selbst. Wenn du so als die meiste Menschen bist, sitzt du die wahrscheinlich selbst nur aus wo deine Vergangenheit lässt. Wenn du verspielt hast, fällst du die nur in Verspieler. Wenn du schlechte Entscheidungen gemacht hast, glaubst du, du bist wohl dumm. Das ist der Allerweich von Denken. Als du Jesus dein Leben gibst, möge die ganz nie. Du machst die Geld viel über dich selbst, anders wirst du niemals das Leben leben, was Gott für dich hat. Ich weiß, dass das Satz kriegt, dass jeder ist von viel von der religiösen Lehre, was du gehört hast, was auf negative Route gegrenzt ist. Du hast vielleicht gelehrt, dass wenn du Gott seine 10 Gebote nicht hältst, wirst du eine Hall brennen. Also du fehlst nur ein Verspieler, nur einer, der nicht kann, wenn du ihn nicht annimmst. Aber negativer Druck schafft niemand, wenn's nicht verlangt. Hier ist die Ursache. Ein von den bekanntesten Ursachen, wo der Mensch sich von Gott wegträgt, ist persönlicher Verlust. Sie haben gelehrt, dass Christen keine bessere Versicherung waren Stunden, wenn Jesus ernährt wohnt, aber sie kämpfen noch immer. Wenn sie das Ziel nicht nur kommen, was sie für sich selbst gesagt haben, dann zweifeln sie. Sie fragen sich selbst, wenn alle Christen ein vollkommenes Leben leben sollen, was ist dann mit mir übrig? Sie machen sich deutlich, dass entweder sie sind zu schlecht, um jemals Geld zu sein, oder das Christentum schafft werden bloß nicht. Aber so ein Denken, was auf negativer Route gegrenzt ist, redet nicht von wo menschlich wir sind oder wo fast das alle selbst sich noch an uns hält. Wenn du eine ganz neue Kreatur bist, hast du doch noch ein rechte Verlangen. Zu weiten, dass du ein Glied von Gott seine Familie bist, mag dir erkennen, dass es möglich ist, Versicherung zu überstehen. Aber das passiert nicht von selbst. Wir kämpfen alle, um Selbstsucht wegzuholen. Die Allerprobe ist nicht der Schlüssel zum Ende. Wem uitbrallen sei, sie soll abhören mit das, was sie tun, helpt das nicht ändern. En die zelfs uitschämen für verspelen, wordt die niemals de Kraft geven, te overkomen wat er fehlt. Die grootste Kraft für einen ist kommt von Gott. Und du hast durch Glaube Zugang zu der Kraft. Durch Glaube, dass Jesus hat dir all alles gemacht, was du worden warst. Denk besser, und du wirst später leben. Wo kannst du das bessere Bild von dir selbst annehmen? Eine andere Übersetzung von Kolosser 3,10 sagt, dass du trägst das nie selbst an, während du den Schöpfer kennenlernst und so wirst als Hei. Gott kennenlernen meint, jeder Tag Zeit nehmen, um mit ihm zu sein. Wenn du das tust, wird dein Bild über dich selbst anfangen so zu lauten, als Gott sein Bild über dich. Du lernst Gott besser kennen, indem du jeder Tag Zeit nimmst für sein Wort. Lies die Bibel zum Utfingen, was Gott von dir sagt. Und Jesus beste Gott sein Kind. 1. Johannes 3,1, Galater 3,26, Galater 4,6 und 7, Römer 8,14, 15. Du bist Jesus sein Freund. Johannes 15, 15. Du bist ein Bürger vom Himmel und sitzt in himmlische Städte. Philippa 3,20, Epheser 2,6. Du bist auch ein Überwinder und mehr als ein Gewinner. 1. Johannes 5,4, Römer 8,37. Du bist geleift. Johannes 3,16, Römer 5,8. Du bist verjährt. 1. Johannes 1,9. Stark gemacht. Philipper 4,13. In voll Kraft, voll Leib, in Selbstbeherrschung. 2. Timotheus 1,7. Apostelgeschichte 1,8. Also lut die selbst nicht an Verdammnis stärker bleiben. Das negative Denken wird die Sache am Verspelen holen. Und da steht,
Stu op en blijf beim gaan. Vorder die met God zijn woord. En dat woord dienen vielmaal aanbeeldnissen, persoonlijke overtuigingen, ganz am andere. Während du warst, warst du alle ongewoonheden rutschu. En die vertuschen met positieve gedanken en nieuwe werken. En gratis toevertrouwen krijgen en die kracht wat Jezus die heeft, verzekering te waren stonden. Geen middel voor angst. Geestlich vandaag wordt meint, die identiteit als een kind Gottes erkennen. En een part van die identiteit is ermutiging. Dat brukt broerheid wat te zeggen, wanneer je Geest die leidt. Aber dat op een respectvolle weg, vandaag weg te doen. Dat brukt broerheid voor Christus op te staan en verwonderd te blijven, wanneer hij die leidt uit te stoppen. Dat geestlich vandaagse leven is een broerheid leven, een entsloten leven. Aber de meeste van ons vijlands niet zo broer. Eine oorzaak waarom we niet broer zijn, is wenn we laten veel druk in onze levens nemen. We worden meest niemals eindachtig ohne wem hier zeggen. Ik zie er zoveel druk. We geloven dit is normaal. Aber druk, besonders den grote dagelijkse druk wo vele van ons in je leven, is niet normaal. Dat deed ons op vele wijze goed aan. En dat helpt ons terug van het geestlich, vandaagse leven tervoor. Druk is werkelijk angst, die daar bedacht is. We beschuldigen onze omstanden voor den druk. Aber ganz uitgespeeld in je druk leven, komt gelijk her van wat we geloven, niet van wat in onze levens passiert. Druk komt van den geloven her, dat we geen controle over onze levens. En doorheen waar we ängstlich over de toekomst en we ervaren de negatieve gevoelens, zoals druk. Aber dat is niet de waarheid, dat we geen controle over onze levens hebben. Wanneer we ook niet immer controleren kunnen wat er ons passiert, so kunnen we aber immer onze antwoord dort zelfs wählen. En we kunnen ons Ziel wählen. Wanneer we onze kracht abgeben, onze antwoord daarop te wählen, leven we in druk en fangen aan ängstliche Entscheidungen te maken. We wählen ons nichts te doen. We wählen ons den leichten Weg te nemen. We wählen ons zelfs tevreden te stellen. We willen in de lähmung van twijfel over onszelfs te leven. Kort gezegd, we hebben dan niet een broerheid, een geestgeleid leven te leven. Jaren terug we ängstlich zijn en niet wat kleinet. En het jaar 1832, der ich den 30 Jahre kreeg, wir door een Kampf in Lützen, Duitsland. En met van den Kampf dreht eine ganze Heersoldaten om en ran. Nu den Krieg worden al die soldaten vastgenomen, schuldig erklärt für ängstlich zijn, en entweder aufgekappt oder gehangen. Ja, ängstlich zijn wir mal angesehen als een verbrechen, en meine Männer worden dafür umgebracht. Männer wat Beruf gefeiert hadden für ihre Ursache, aber sie geven een Moment van Angst bij. Ik zei bestimmt niet dat het recht wie die Männer om te brengen. Aber vandaag zijn we aan de andere zijde am Grove. Menschen worden vielmaal multigesproken, ängstlich te zijn. Zum Beispiel, bescheuig bloß deine Eltern für deine Fehler. Oder bescheuig deine Lehrers. Oder dein Ehepartner. Oder dein Boss. Nichts ist deine Schuld. Wenn het schwer wird, geef op. Du wat immer het brukt, die selbst maken beter te fühlen. Entscheidungen op Angst te gründen, schijnt zo erst in onze cultuur angenomen worden. Schwierigkeiten en Kämpfe zijn een part vom leven. En eentje dag fehlt om mij broerheid als andere dag. Als een kind Gottes, kannst du een andere Entscheidung maken. Du kannst Angst met broerheid wahrstellen. Wanneer het goedlich laat en den druk bloß weitergeben Entscheidungen maken die op Angst gebaut zijn, aber op alleen dreht dat immer schlechter uit. Du kannst broerheid wählen en die steht, wen broerheid is ne wohl, nicht in Gefühl. Ängstliche Menschen en Gewinner feilen beide Angst. Aber die Gewinner, die doen das rechte Ding, krijgen niet als de Angst is. Sogar wenn het zelfs dat ook Eiermark brengt.
Schwierigkeiten en kampen zijn een part van het leven. En een dag fehlt er meer broerheid als andere dag. Vele mensen handelen iedere dag met angst gevulde omstanden. Naar je leven de persoon verliezen, bankrot gaan, echtscheiding, arbeid verliezen, uit hem huis uitmaken, onheilbare krankheid. En iedere dag roepen ze de broerheid op waar wieder te gaan. Dit is het geestelijk van de oudste leven. Jeder verantwoording met de entscheiding treffen, dat te doen wat er fehlt. Leven als entscheidingen maken die op angst gegrenzt zijn. We hebben alle Fehler gemacht op deze stad. Also verdam die zelfs niet voor de entscheidingen wat du uit angst gemacht hast in leven. Nu maak bloß de entscheiding in de toekomst broerheid te wählen. En vergeet niemals dat du die Kraft dazu hast. Du bist nicht allein. Als du die entscheidest, Jesus zu folgen, kam hij an die wohnen. Wo immer du ist, ist hij met die en geeft dir die Kraft en maakt die stark, dat te doen wat er fehlt. Veel van de angst wat we bejenen. En door ween ook de druk wat we veel im leven. Komt van dat we niet verstaan wer we aan ons Verhältnis mit Gott sind. 1. Johannes 4,18 sagt, vollkommene Liebe trifft de angst uit. Wen angst heeft met straf te doen. Wenn we geloven dat Gott ons strafen wil, dan hebben we geen toevertrouwen, we veilen ängstlich en we beleven druk in onze levens. We kunnen niet toevertrouwen hebben en we veilen ons immer verdammt. Aber Jesus neemt al onze straf op zich, om Kreuz. En doorheen hebben we geen oorzaak ons te gruwelen voor God. Wenn we dit verstaan, ervaren we wat God zijn volkommene leven is en zijn vrede. Dat is dat geen middel voor angst en voor den druk wat het brengt. Weten dat God ons leeft, maakt ons vrij, klarer en entschlossener te leven. Zum geestlich van de zijn. Zie bloß einfach, wer du al in Christus bist. Du bist ein ewig, wertvoller Kind Gottes. En dass du noch Überzeugungen oder Angewohnheiten hast, wat er noch de andere fehlt. Erkenn deine Identität als Gott sein Kind en leef dat met toevertrouwen. Hou hem denk, dat deine nieuwe Identität ist dort, wat die de Kraft geeft wirklich te leven. Verzeker beter te leven in deine ene Kraft oder in deine ene Welle, maakt de slechte Angewohnheiten jen die du kamst plus noch stärker. En dat brengt verdamme en schande met zich. Dien oude zelfs God handgeven en die nieuwe natuur wat hij voor die heeft aantrekt, wat die de kracht geven en niet het leven te leven, dat geestlich van de oude leven. God zijn woord heeft nog veel meer te zeggen over wer du wirklich bist. Hier met proeven wat te zijn, wat du wirklich nicht glaubst, dat du jemals zijn kost. En zie einfach die nieuwe persoon wat God in die al erschaffen heeft. Sei jeder dag, ik zie een kind en God zijn familie. En hij heeft wondervolle dingen voor mij gepland te doen. En dan zie einfach die zelfs, geleid van Heilige Geist. God maakt die van de oorzaak zoals du bist. Er zijn mensen met die ik niemals toekomen oder die beïnvloeden kan. Aber wegen deiner Persönlichkeit und deiner Erfahrung bist du der rechte Person für die Arbeit. Dein Einfluss ist größer, als du denkst. Du kannst wem ab dein einer Weg erregen. Und du weißt niemals, wem Gott ab dein Stich nachbringen wird. Du wirst stiller so werden, als du in Christus all bist. Während du kennenlernst, wer Jesus wirklich ist. Und dort bringt uns naar het nächste Thema. Zum geestlich van de Oorzaken. Wat die een niet, krijgt het beeld van Jezus veel.